Tales of Arise, Beyond the Dawn. Das Abenteuer geht weiter, Freunde. Hier im Mausoleum auf der Suche nach Nazamil. In der letzten Folge haben wir einiges geschafft und haben auch einen Mega-Vernichter vernichtet. Ne? Da muss man erstmal hinkriegen. Und ich frag mich, wer ist das? The Blazing Sword? What are you doing here? Das wollte ich gerade auch fragen. Wieso trägst du keinen Helm? One of the Snake Eyes not wearing a mask? So an enemy? Wait, I don't want to fight. Pretend you didn't see me, please. What's going on? Why aren't you wearing a mask? This used to be our base. Then they took it over. They? You mean Cal Basel? Yeah, them. They appeared out of the blue and put those masks on everyone. We fought back, of course, but the kid leading them was too strong. There was nothing we could do. Nazamil. My friends' personalities totally changed once they were wearing those masks. They joined the other side. It was terrifying. I found a chance to escape before they could put one on me. A sudden change of personality. Sounds like those masks exert influence on the mind. Aha. Somit wird Nazamil als zum Influencer, wa? One more thing. How can Cal Basel travel safely with all the Zoogles around? There's a special passage. Thing is, it only opens if you're wearing one of their masks. Should have known. That means we can't use it, though. No way we're putting on those masks. So, what do you say? I don't want to get captured again. Not after all that. Fine. You can go. We should go, too. We have to find Nazamil. Allerdings. Aber scheint doch so zu sein, wie meine ursprüngliche Befürchtung oder Vermutung, dass Nazamil halt genug von dieser ganzen Verachtung in der Welt hat zwischen Danäern und Renäern und deswegen halt irgendwie allen diese Masken, also nicht nur die Masken selbst, aber vor allem will sie halt irgendwie alle bewirken, dass sie den Verstand, die Meinung von allen irgendwie umprogrammieren kann quasi. Diese Art Zwischenstatus, wo man eben die Maske aufsetzt und mit einem Zombie hin und her watscht, das ist wohl eine Art, Zwischenstatus quasi. Oder Zwischenschritt auch, bis quasi das Umschreiben der Persönlichkeit beendet ist. Klingt alles schräg auf eine gewisse Art und Weise, das stimmt, aber andererseits muss man natürlich zugeben, haben die Helgenquill damals mit den ersten Danäern, die sie dann zu Renäern gemacht haben, das andere gemacht. Und Renäer zu großen Teilen ja auch, beziehungsweise wie wir aus der Ortschaft, wie heißt es schon wieder? Moment, oder schon wieder? Genau, Pharaohs, genau. Also damals ja Volvan irgendwie ihnen seine Gedanken aufgezwungen hat und dass sie wirklich wehren konnten. Also sprich, dass sie eigentlich wie Marionetten funktioniert haben, ne? Ähnlich wie hier, nur halt ohne Maske. Und nicht ganz so zombieartig, sondern einfach gehorsam. Halt trotzdem ohne freien Willen. Dass er mir halt hier etwas Ähnliches versucht. Nur halt nicht mit dem Zweck, sie zu kontrollieren, sondern um damit zu wirken, dass sie alle ähnlich denken und deswegen halt der Meinung sind, dass wir alle Freunde sind. Also können wir vorstellen, dass es in so eine Richtung geht, weil alles andere, ich weiß auch nicht, aber nur zu kontrollieren. So she used the power of the masks to take over the Snake Eyes. Why would she control people like this? Dann fragen, woher jetzt die Masken überhaupt, ne? Das war gesagt das Mädchenspiel, nachher mit der renäischen Frau, okay. Ja, machen wir später noch. Bis Sidequest abschließen, will erstmal hier ein bisschen vorwärts kommen. Wenn es geht, natürlich hier das Mausoleum oder die Höhle, wo auch wir gerade sind, natürlich abschließen. Und möglichst schnell zu Nazamil gelangen und gucken, ob wir irgendwie mit der Story noch vorwärts kommen. Denn ich meine, klar, so ein Mausoleum, überall entlang schreiten, Monster platt machen, Items aufsammeln, das hat schon was für sich, ja, aber man muss vor allem was vom Vorgänger, also im Hauptspiel, schon sehr oft immer wieder gemacht hat, haben wir es noch mal gesehen.
Ja, who's next, man? Who's the next? Du, du, du. In an instant. Level up? Na komm schon. Na. Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny mood. Oh, das ist gar nichts, beziehungsweise habe ich schon gemacht. So, hier geht es einfach nur einen Stockwerk runter, wa? Ja. Ist die Frage, will ich da schon runter oder will ich mich erst noch ein bisschen umsehen? Will ich mich erst noch ein bisschen umsehen, ne? Kuckuck. I won't forgive you. Diese Flugviecher erinnern mich ein bisschen an das eine Pokémon. Kramor heißt, glaube ich, ne? Ein Pokémon aus der Gala-Region. Don't mention it. I'm glad to know someone's got my back. Leave the enemy's arts to me. Kann man so gehst da rüber, Elfen? Ich wollte eigentlich auf der anderen Seite. Wir brauchen mal ein bisschen Heilung. Hallo, Heilung. Wo ist die Heilung? Danke. Ist auch ein bisschen geheilt werden, beziehungsweise wieder weg werden. Jo, und das war so das Viech. Den Leusauer! Now that's a mystic art. We should really use them more often. That would be less mystic. Orangengelee. Du, 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 du. So, geht sogar mit einer Treppe nach unten, ne? Also wenn du jetzt so das Notfall auch da, um wieder zurückzukehren. Quite the sight. Hey man, what's with the ominous silence? No particular reason. Pay me no mind. Hey, cut it out. Seriously. Es soll keinen besonderen Grund haben. Wer es glaubt, Dohalim, wer es glaubt. 3 Vogelviecher. Schön mit Öl überzogen. Forgive you. Hold on to your arts. Here I come. Aber ja, ich glaube schon, es müssen einfach irgendwelche Vogelviecher sein, die mit dunkler Art erschaffen wurden, oder? Von der Finsternisarte quasi. In a bind? I've got this. Let a marksman handle it. Do it. Go for it. Prepare to crumble. Think we overdid it? I'll stop your movement. And I'll stop your life! In your face! Birdie. Oh, da ist noch einer. Right, here goes. I can carve through armor. Denied. Rising Phoenix. Hurricane. I'm Glimmer dragon. I'm not done. I'll finish you here and now. Do it. Trouble. Look sharp. Lightning tiger blade. Hey, I'm pretty lucky. Nur immerhin einer. So, wenn wir schon am Ende angelangt, dann natürlich wieder meine Truhe. Sehr gut. Across here. I don't like getting my clothes wet, but I guess this is no time to be fussy. Fassi. Uralter Umhang. Mhm, sehr gut. Dann gehen wir hier runter. Ob das clever war, ist eine andere Frage. Erstmal kurz orientieren. Das müsste also die Leiter hier sein, ne? Und dann geht es da unten weiter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also erstmal hier umgucken. Da hat zwar Truhen, da ist Wild natürlich, also müssen wir viel platt machen. Get lost. Das soll jetzt so das Problem sein. Mist! Be my guest. Let's tear 'em up. I'm expert. Coming through. All the power of my healing marks to accomplish this. Not in your dreams.
Armor won't save you. Hey, ha, ho! Und tot sind sie. Over so soon. Der einsame Wächter hier. I won't forgive you. Panzerschocker Gangster. So sieht er aus. Und du kannst reporten. I've got this. Crumble. Downfall. Flaming meteor. No armor can stop me. Remind me to stay on your Picked the wrong fight. Now, do it. This ends now. Consider yourself finished. Dies ends now. Ja, wie oft, wenn wir das wohl noch hören, bevor das Let's Play wieder vorbei ist. I feel sprightlier than before. Level The 83. design of this equipment is really interesting. You must really like it, Alphen. Noch eine Astralblume. Kriegt jetzt richtig viel HP. Hexenklein, jetzt kriegt sie hier noch etwas. Sehr gut, das heißt, fehlt nur noch Law, der noch was Besseres braucht. Und Kisawa. Also was zumindest die Rüstung betrifft, ne? Waffen, da aber auch noch mehr von uns was. Oh, also einmal durchs Wasser bitte. As I recall, Naja, ob ich jetzt wegen dem Meerbraster hier raus mir wirklich genehmigen würde, ist nochmal ein anderes Thema. Ah, da geht's weiter. Machen wir erstmal die anderen Dinge hier noch. Und da komme ich ja. Da ist auch nichts. Gehen wir mal hier durch. Da ist ein Wasserfall. Natürlich ist auch noch eine Kiste, die man sehr leicht übersehen kann. I'm always hesitant to let the blazing sword get wet. I told you, don't worry about it. Our sword will be fine. Our sword. how things change. Ja, stimmt allerdings. Genau, hier geht's dann zurück. Das passt so weit aus. Wenn die Viecher jetzt auch noch krallen, oder? Genau, hier geht's dann zurück. Haben wir irgendwo noch eine Truhe, wo es oder irgendwas, was sich zum Looten noch lohnen würde? Das hier. Na, Leute. Quick dispose of the Wie geht's, wie steht's? I can carve through it. hurricane. That'll bring you down. Scheiß Schocker, ey. Glacial spear. Pierce evil. Dragon form. Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for you and Truly. Coming through. Glad you have your Ups. Falscher Zeitpunkt. Show you how useful I can be. Er hätte eigentlich jetzt machen müssen. Und weg hier. Blow them away. Let me show you what my Rinwell. Are you ready? Of course. I won't let them use any more astral arts. Right. Leave the protection to me and show them everything you've got. Und weg mit dir. Oh, er lebt noch. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Hey, Poodle's quivering. I think we're about to be real lucky. So, dann geht's wieder zurück. Jo. Machen wir die noch und dann weiter im Text, wa? Machen wir erst das Vieh. I never miss. Punch left. First strike. I'll take you all on. That's my cue. Shut him down. Flare Demolisher. Haben wir gerade irgendwie mehrere Mystische Arten miteinander kombiniert oder was? Das klang gerade so. Picked up enough power at this point. Here goes. Alter. Stop being shy. Paralyse, Paralyse, ich bin paralysiert. Das ist scheiße. Weg hier. I'll crush you. Lightning reflex. Egal welches Spiel. Ob es Sword Art Online ist, ob Tales of Arise, ein anderes Tales of oder ein Pokémon-Game. This ends now. Paralyse ist immer scheiße. There you go, Elfin. I'm right
Vor allem also immer zum dümmsten möglichen Zeitpunkt ist immer eine Full-Para. Aber die Gegner? Nee, die haben das nie. This could be useful. So, was? Das could be useful. Hast du das gesehen, Elfen? Nö, hier ist nix. So. Kalkhöhlenfelder, Unterebene, obere Ebene. Die Dinge, Kalkhöhlen, Hohlebene. Können wir langsam mal durch sein, Freunde, bitte. Ich hasse, wenn Höhlen so groß sind. Okay, das sieht schon mal vielversprechend aus. What's that There's an- sound? I think it's coming from over there. Let's take a peek. This place. Is this where they make those masks? The people wearing them seem different from everyone we've seen so far. Shion, wait! Do you see us? Yes. What can I do for you? She got through. What are you all doing here? What are you trying to accomplish? We maintain this facility to mass produce and manage suppressors. Our goal, of course, is world peace. Suppressors. That must be the proper name for those masks. So, it's a tool to subdue the wearer's will. Wearing one makes you a doll, an empty shell. That's their idea of peace. That is only the initial stage. Interference from the wearer's will creates conflict with the suppressor that must be compensated for. Eventually, the mind is calm, and a harmony is reached between the two. Then everyone becomes the same. What do you mean, the same? We mean that we all share the same values, the same thoughts and ideas as the reigning visage. Our minds are calm. We have no conflicts. In other words, everyone wearing one of those things just does what they're told? This is wrong. Controlling minds? Forcing compliance? You can't call that peace! You've all got to wear those things and obey the reigning visage's orders, right? That's... There is no need to worry, for we have located the Keystone. The Keystone? Facility that controls all of the many mausoleums throughout the world. You found the mausoleum's control center? But how? By interfacing directly with the Keystone, the bearer of the reigning visage is able to harmonize even with distant suppressors. The world will be joined as one. All differences will cease to be. Alphen. Alphen? Are you the one called Alphen? So what if I am? Nazamiel has been expecting you. She waits further within this facility. You may proceed. Ich hatte also doch recht, ist meine Controlling people's Vermutung. minds with those masks? I just don't get it. Why is Nazamiel doing this? And if she's waiting for it... Does that mean she knew we were coming? At this point, it would be better to ask her directly rather than speculate. Das ist allerdings wahr. Was ist das hier? Oh, zum Kochen. Haben noch irgendetwas Cooles? Ich meine, Kocheffekt haben wir schon lange nicht mehr drauf. Das Gespräch machen wir gleich natürlich. Die Kampfpunkte. Dann fehlt noch ein Thunfisch, war, um das zu machen. Okay, ich habe nach Kampf heilen. Eine Option, Erfahrungsboost M. Die ganze Erfahrungsboosting haben wir gar nicht mehr. Da können wir gar nicht mehr zubereiten. Das ist wohl scheiße, Mann. Was hat das gerade? Heiliges Mahl, okay.
Ein schöner Kocheffekt. Fangungsboost T. T wie tief oder was? Nehmen wir mal das hier, komm. Ne, mach den Ski ohne. It's finished. Hopefully the others like it. Das hoffe ich auch. So. Na, Elfen? We keep having to travel through all these caves and True. But at least we get to do it without wearing those masks. Speaking of masks, those Cal Basel guys didn't make them from scratch, did they? Probably not. I've seen them at other mausoleums. I'm sure it's another work of the Helganquil. They've been manipulating us in various ways. I suppose it was one of those attempts. But this place was the stronghold of the Snake Eyes, wasn't it? I wonder why they didn't try to use the masks. If Nazamil has the same power as a sovereign, maybe she was able to use that power to activate the masks. It was fortunate the Snake Eyes couldn't use them. In the end, their entire group ended up getting taken over by those Perhaps that's why Nazamil was able to form Cal Basel in such a... But for what? What is she trying to do? They talk about bringing peace, but what they're doing is the exact opposite. There's no way they can bring about peace like this. Hä? Er fragt, warum Nazamil das tut. Hä? Das ist ja genau die Erklärung. Also im Endeffekt will Nazamil einfach nicht mehr, dass solche Unterschiede zwischen René und Daenerys herrscht. Deswegen will sie allen halt mehr oder weniger halt dieselben Gedanken aufzwingen, ne? Ein bisschen Ananas-Gelee, Orangen-Gelee. Das ist nicht gut. Mausoleen lautet Helgal Ryugola. Sie wurden von Helganquil geschaffen, um den Zerfall Renas aufzuhalten. Es wurden in der früheren Welt Renas erbaut, um den Fluss von Astralenergie zu regulieren, alle groß genug, um bis zum Kern zu reichen. Sie dienen als Ruhestätte für die verbleibenden Helganquil. Inzwischen wurden sie als Mausoleum bezeichnet, dass sie fremden Grabstätten gleichen. In verschmelzten Welten tauchen sie unterirdisch und funktionstüchtig auf. So verhindern sie ein Gleichgewicht der neuen Welt. Über Unterdrücker. Der Prototyp eines Geräts für die Gruppenkontrolle. Indem es den Kopf des Trägers bedeckt, unterdrückt es Gedanken und Emotionen. Der Unterdrücker kann so eingestellt werden, dass er den Träger unterdrückt oder ihn gemäß den Befehlen des Herrscherantliz handeln lässt. Wenn der Verstand des Trägers in seinem Körper isoliert und unterdrückt wird, ist auch der Träger seiner Unterdrückung auch danach nicht bewusst. Das Herrscherantlitz. Prototyp eines Geräts für die Steuerung der Unterdrücker. Wie die Unterdrücker basiert seine Wirkung darauf, den Kopf des Trägers zu bedecken. Der Träger kann seinen Willen auf alle Träger eines Unterdrückers projizieren, um ihre Gedanken zu steuern. Die Projektion kann durch den Träger oder mit Hilfe einer Aufzeichnung durch das Gerät selbst erfolgen. Der Wirkungsgrad des Geräts allein ist begrenzt. Zur Erweiterung der Reichweite ist die Verbindung zu einem großflächigen Netzwerk erforderlich. Ja, zum Internet halt, ne? Der Unterdrücker kann als Herrscherantlitz den Willen seines Trägers unterdrücken. Standardmäßig ist diese Funktion aber deaktiviert. Die Wirkung der Unterdrücker. Die Unterdrückung greift erst mit der Zeit. Wie lange es bis zur vollständigen Unterdrückung dauert, variiert von Träger zu Träger. Zunächst ist der Träger gelähmt, weil es zu einem Konflikt zwischen dem Gerät und dem Bewusstsein des Trägers kommt. Sobald in seinem Zustand stabil ist der Träger dem Willen und den Werten, die vom Gerät projiziert werden, vollständig unterworfen. In diesem unterworfenen Zustand kann der Träger komplexe Aufgaben ausführen, benötigt aber konkrete Befehle, da er keine Handlungsmacht hat. Das ist, ja. Okay. Er kann diese Tür nehmen, um sicher ohne Beginnen mit Jubeln weiterzugehen. Bitte setzen und drücke auf, um hindurchzugehen. Nein. Ganz sicher nicht. Dabei kommt's noch. Dann nehme ich lieber den gefährlichen Weg, ganz ehrlich.
worth our while to fight it. Oh nein, jetzt schon wieder so einer. Ja, ich kenne noch aus dem Hauptspiel. Oh, der war eklig. Vor allem, bekommen wir gar nicht hin zu dem Viech. Leute, ganz ehrlich, ich glaube, ich werde die meisten Viecher jetzt umgehen. Weil, diese ganze, ja, das auch zum Trainieren halt gegen diese Feinde anzutreten und so. Das kannst du natürlich machen, gar kein Thema, aber will ich das auch? Und da ist die Frage dann eher doch, nee, ich würde gerne weitermachen. Also Story vorwärts kommen. Jetzt hat das Vieh noch gerne mitgenommen, aber ich sehe irgendwie den Schalter für nicht, um das Teil aufzumachen. Ich habe auch da drin nichts gesehen. Es wird doch hier nichts angezeigt. Das ist ja auch was anderes. Aber es ist doch übersehen hier drin. Ring und Schalter so übersehen? Nee, oder? Das hier war was anderes, war nur die Geschichte quasi. Und die Erklärung zu dem Ganzen, da drüben war ja auch nichts. Der quatscht ebenfalls nicht, was mit dem hier unten. Dank Unterdrückern denken alle Menschen gleich, so wird niemand dafür abgelehnt, anders zu sein. Die Welt kann endlich wahren Frieden finden. Mhm. Sicherlich, sicherlich. Guys, do you really think we can take what they said about the masks at face value? Didn't that seem a little too easy? Now that you mention it, no one here is even trying to stop us. It's gotta be some kind of trap. They said they're gonna bring peace, but that's only by using those masks to brainwash everyone, right? Nazamil. Elfen aufmachen. This'll make us even more. Und die Ausrüstung für Law. Fehlt noch eine. Für die gute Kisara. Ich muss vielleicht gleich niesen. Vielleicht aber auch nicht. Also eine Frage, welcher Weg wird genommen, war? Ich will erstmal den oberen. Dieses Sumpfviech. Der dauert zwar länger, bringt aber nicht mehr so viel Karpe ein, war wir auch schon. Na komm, ich muss. Ding dong! Na komm schon, ich will dich plätten. Aua! Ja, das lohnt sich nicht mehr. I expect you'll be in high demand if that's the case.
Eher weniger Erfahrungspunkte. So, ist das der richtige Weg oder führt mich das irgendwo ins Nirgendwo? Wieder hier hin. Okay. Ach, lass mich raten. Ja. Genau das dachten wir gerade auch. So, dann geht's hier normal runter. Hier ist nix. Okay, das ist schwach. Ja gut, Freunde, würde ich mal sagen, zum Abschluss der Folge nehmen wir noch dieses krasse Viech dort mit. Und dann in der nächsten Folge muss ich halt ein bisschen gucken, wie ich es, ja, wie bereits erwähnt, machen will. Ob ich wirklich noch die ganzen Viecher mitnehme oder halt doch nicht. Ich will eigentlich eher für mich mitnehmen, tatsächlich. Und relativ straight zu Nazamil zu gehen und gucken, was wir bei ihr so erreichen können, wa? Aber eben, das ist halt das Vieh noch. Guten Tag. Ghularme. Ja, das Vieh kennen wir noch. Das ist auch schon down ist krass, ey. Nein, die ist looking noch gut. Niemand schon mal ein Viertel runter. Ein bisschen mehr noch. So, der Kern ist weg. Sehr gut. Jetzt kannst du richtig geilen Damage machen. Die Hälfte ist down. Warten, bis der Kristall so regeneriert. Währenddessen ausweichen. So gut es geht natürlich, ist klar. Ah. That's what my shield's for. Get behind me. Got it. I'll leave it to you. Tiger Blade. Dragon Blazing Flame. Let loose. Inferno you here and now. There. So, das war's. With a punch. Demon's Descent. Flashing Fang. Ciao, ciao, Ghularme. Ghularme oder Kuhlarme? Also cool war der nicht. I'm even stronger than before. Aber wir haben ein Level Up. Göttliche Handrüstung. Oh, la. Da gibt es was Schönes für dich. Gute Desaster und Dämmerung. Okay, ich habe das Gefühl, es gibt nochmal so ein Viech. Weil dann fehlen uns noch neue Waffen für Elfen und Shione. Also zunächst hatten wir Waffen für Dohalim und Kisawa. Jetzt haben wir die Waffen für Law. Oh, Desaster und Dämmerung, krass. Für Law und Rinwell, genau. Und jetzt ist die Rüstung hatten wir bei ihm. Bei ihr auch. Oder? Warte mal. Genau, Rüstung fehlt noch für Kisawa eine. Und nur für Kisawa, oder?
Ja. Sehr gut. Aber ja, wir werden stärker und stärker und hier lohnt sich es noch nicht, weil machen wir es später. Gut, Freunde, gut. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, wollte ich sagen. Tears of the Kingdom, nein, natürlich nicht. Zurück bei Tales of Arise, Beyond the Dawn und, also ich kann schon mal so viel verraten. Ich glaube nicht, dass das Let's Play noch mehr als 30 Parts haben wird, ne? Allein schon von dem, was ich so in den Achievements und so gesehen habe und von dem ich jetzt hier sehe, wie das Spiel so verläuft. Ob das schon das letzte Kapitel sein, oder ja, doch Kapitel sein soll, noch gegen Nazamil, vielleicht gegen sie kämpfen oder irgendwas anderes, was sie kontrolliert oder sowas in der Art, kann man vorstellen. Kein Plan, aber er wird noch ein bisschen länger, aber ich glaube, so viel mehr gibt es auch nicht mehr. Dass wir auch schon wieder ganz Dana erforscht haben, rein was hier streckenmäßig betrifft und so. Und wenn es später nochmal heißen sollte, ja, es gibt hier nochmal ein Mausoleum, was wir machen sollen, dann finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen lame, tatsächlich. Aber wir werden sehen. Gibt noch ein bisschen was zu tun hier, ja? Hier und überall, für die Ralala. Wir werden sehen. Bis dahin, tschüss.